Und es geht direkt mit dem Rückspiel weiter. Gegen Calcio Catania. Wir haben das Hinspiel 2-1 gewonnen. Aber wir haben jetzt einen Gelbgesperrten. Und zwar Mascherano. Pass mal auf, jetzt spiele ich in Rot. Und die spielen in Weiß. Also wie gesagt, Mascherano ist gesperrt. Dafür spielt Tribal. Der ist genauso gut. Ja, einer. Ja, noch einer. Und diesmal ist unser bester Stürmer, Campbell, nicht fit. Aber das reicht nochmal. Und dann tue ich noch Ochsener, ha? Kriegt eine Chance. Und vielleicht noch Tesche, ha? Darf der mit? Okay, Viertelfinale Rückspiel zwischen Calcio Catania und den Hamburger Sportverein. Und wir haben einen kleinen Vorteil. Wir haben nämlich das Hinspiel 2-1 gewonnen. Allerdings, ich glaube, wenn die ein Tor schießen, dann können die normal weitergehen, weil die haben auch ein Auswärtstor. Das heißt, wir dürfen uns da nicht zu sicher sein. Flügelwechsel. Und Chamberlain. Da ist Sissoko. Da ist es. Was Außennetz. Und es gibt Ecke. Der war noch abgefälscht. Castro. Und Barrientos hätte ihn fast erwischt. Arango. Und das war die erste große Torchance für die Italiener. Und da bin ich noch heiß. Schön. Das war ein Zaubertrick. Das ist das Tor. Eigentor noch, schön. Dieser Adler. Da wird er ab. Und dann bringt der andere einer schön. Scheiße. Solche Tore schießt noch nicht mal ein Ronaldo. Auf jeden Fall hat Calcio dieses besagte Tor. Und denen hat das 1-0 gelangen. Weil die eben einen Auswärts haben. Das heißt, wir sind jetzt gefordert. Das kann nicht eng werden. Wenn wir jetzt nichts machen, verlieren wir. Und dann sind wir draußen. Scheiße. Cefane. Ekoto.
Campbell. Ich komme nicht Bonnig. Dieser Chamberlain, gell? Der spielt immer so gut. Ich kann nichts dafür, der ist gefallen. Ich meine Schuld. Gibt Gelb gegen Silber. Ich muss sagen, die Italiener spielen ziemlich sehr auf Ballbesitz, gell? War im Hinspiel genauso. Wenn die den Ball haben, können wir noch Money. Das ist das Problem. Und Icardi, jawohl. Icardi. Er macht's, jawohl. Und das ist der Ausgleich. Jetzt schaut es wieder anders aus. Jetzt schaut es auch anders aus, denn wir haben auch ein Auswärtstor. Das heißt, die anderen müssen mindestens einen schießen, um mindestens in die Dinge zu kommen, in die Verlängerung. Haben wir noch mal Glück gehabt, ha? Also wie gesagt, die Italiener brauchen ein Tor, um wenigstens die Verlängerung zu erreichen. Sollten wir nur einen schießen, brauchen die 2. Dann gibt es allerdings keine Verlängerung mehr. Diesmal hat er. Spolli. Diaz. Bergisio. War abseits. Der steht relativ oft im Abseits, gell, dieser Bergisio, muss ich sagen. Das ist wahrscheinlich seine Spezialität. Chamberlain. Und Silva. Pfeift sich lang. Die pfeifen die ganze Zeit. Silva kann flanken. Ja, war abseits. Hab ich schon gesehen. Jetzt habe ich noch extra ein bisschen Work, gell? Ich meinte, er rennt noch zurück. Aber dem war nicht so. Das da. Stefane. War schon mit dem Ausflug. Gibt aber Freistoß. Und der kommt, oh Gott. Der kommt richtig gut. Der macht das Tor. Ja, wir machen spannend. Und Marco Motta. Garen mit. Gucken. Das war ein Rempler von Ekoto. Sonst wird nämlich schwer durchgewinnen. Freistoß, 30 Meter. Wie kriege ich denn Hilfe her? Wie geht denn das? Keine Ahnung. Ich hau drauf. Mir wurscht. Wobei. Du mit den hier. Ein Linksfuß. Ungefähr. Daher. Oh, zweit. Boah, die Latten. Scheiße. Hätte nicht gemacht, gell? Dass der an die Latten geht. Wieder faul. Scheiße. Und Brett Scher. War das abseits? Kannst du, gell? Scher, der Ami, kannst machen.
Macht's aber nicht. Es hätte die Vorentscheidung sein können. Okay, er pfeift ab und es steht zur Halbzeit 1:1. Und wir sind im Vorteil eigentlich. Ich weiß nicht, Campbell, von dem war nichts zum Singen, aber ich mag ihn nicht erst da. Und Silber, weiß nicht, bleibt er drin. Er kann da links außen spielen. Du Scher hinterher. Du beißt auf ihre. Ich möchte nämlich nicht unbedingt eine gelb-rote Karte riskieren. Sissoko. Und unten statt der Beister. Ja, war ja gut. Aber geht nicht. Und es ruckelt. Verdammt nochmal. Und Chamberlain. Icardi rennt vorbei. Diaz. Bergisio. Und Stefane. Und Scher. Neuer Außenverteidiger. Immer noch Scher. Das müsste sich doch mal anbieten, gell? Auf das habe ich eigentlich gelauert. Ikoto. Llorente. Und Beister. Okay, Warnersmund. Ich würde eigentlich Campbell ausspielen. Arango. Diaz. Llorente. Und Stefane. Ja, gibt Gelb. Und zwar gegen den Ami. Der fliegende Italiener war das. Der Bruder vom fliegenden Holländer. Und Chamberlain. Abseits, scheiße. Jetzt hätte man, die kann doch mal durchfliegen. Und Spolly vor Icardi. Scheiße. Zumindest Einwurf. Motta. Und Icardi. Etwas Sieg hat. Es bleibt spannend, gell? Ein Tor für uns, da die Italiener endgültiges Genickbrecher. Und ein Tor für die Italiener würde die Verlängerung bedeuten. Castro. Und Cortes Klettes. Auf rabiate Art und Weise. Aber das ist mir wurscht. Es gibt Einwurf für uns. Pass auf. Jetzt werde ich wechseln. Und zwar geht ein Campbell Ober. Der ist nicht in Form. Und es kommt dafür ein Lasogga. Wir spielen mit zwei Spitzen. Das war früher so eine Standardaufstellung, gell?
mit 2 Stimmen zu spielen. Heutzutage ist das nicht mehr so. Meistens nur noch einer. Arango. Ja, Ekoto kämpft. Diaz. Chamberlain. Wer startet? Lassoga, ja gut, das ist der langsamste. Das ist beim Sprint nicht der Beste. Sissoko. Arango. Tut mir leid. Nicht mein Fehler. Und Ekoto kann flanken. Tut aber nicht. Gibt aber Freistoß. Wer ist mit der Mauer? Guck nicht, ha? Ein Mann, na gut. Und Adler pflückt rüber. Zu seinem Glück. Barrientos. Und, oh Gott. Ein Glück, dass es abseits war. Es wird eine riesen Chance gewinnen für Calcio. Wir haben ja gesagt, wenn die ein Tor schießen, gibt es Verlängerung. Scher. Icardi. Macht sich. Rechts zum Tor vorbei. Aber knapp. Und ich muss schon zugeben, mir war eigentlich ein eindeutiger Sieg für mich selber besser. Oder toller, besser gesagt. Gottes Willen. Es war eine knappe Sache. Es liegt auf beiden Seiten, liegt Tor in der Luft. Arango, 3 Minuten noch. Auf Cefane. Llorente. Und oh, zu weit. Der war zu weit. Okay, Halbfinale, wir kommen. Wir haben Calcio Catania mehr oder weniger besiegt.